Trinken, auf den Tischen tanzen und hemmungslos flirten. Auf dem Münchner Oktoberfest zeigen sich manche Touristen extrem hemmungslos. Diese 4 Australier sind zum ersten Mal auf der Wiesn und lassen schon nach der ersten Mast tief blicken. Auch die Freundinnen Tessa und Jamie geben Vollgas. Außerhalb des Bierzelts glühen die beiden ordentlich vor. Bei so viel vollbusigem Einsatz sind die Herren hin und weg. Jamie hat einen Sugar Daddy kennengelernt, einen echten Sugar Daddy. Das ist typisch für sie. So macht sie das. Vom Alkohol und den Komplimenten beflügelt, will sich die 27-Jährige jetzt an einer typisch bayerischen Attraktion versuchen. Hau den Lukas. Das wird nichts. Na, wenn sich Tessa da mal nicht täuscht. Jamie entwickelt unerwartete Kräfte und siehe da, es funktioniert. Mit etwas Hilfe schafft es die Kanadierin bis zum Anschlag. Vom Fremdeinfluss kriegt sie in ihrer Euphorie nichts mit. Egal, Hauptsache, es macht Spaß. Gewonnen! Sie hat geschummelt. Dieser Sieg muss gefeiert werden. Die beiden Freundinnen, die sich vor 2 Jahren im Backpacking-Urlaub kennengelernt haben, stehen kurz vor ihrer ersten Wiesenmass. Doch die 2 kommen gar nicht bis ins Zelt. Sie werden gleich am Eingang von Betrunkenen belagert. Wahnsinn, hier sind so viele betrunkene Menschen, aber jeder hat Spaß. Und was sagen die Blondinen zu deutschen Männern? Die gehen echt ran. Magst du deutsche Jungs? Bist du aus Deutschland? Wie gesagt, es ist Wahnsinn. Lass uns ein Bier holen. Wir holen Bier. Aber ob's drin wirklich ruhiger zugeht? Bei den Jungs ein Zelt weiter definitiv nicht. Die 4 Australier sind am Ende ihrer 3-monatigen Europatour angelangt. Deswegen geben sie in München noch einmal Vollgas. Und bei so vielen Mädels haben wir längst den Überblick verloren. Ich heiße Sandra. Ich heiße Katrina. Ich heiße Kusi. Wie geht's dir? Um 16 Uhr und nach der x-ten Mast, die die Gang übrigens auch gerne mal auf Ex trinkt, singt es sich selbst auf Deutsch ganz leicht. Über Anschluss können sich die Sunny Boys nicht beklagen. Unsere 2 Blondinen dagegen wirken im Bierzelt nebenan eher ein bisschen verloren. Vielleicht müssen wir uns einen Sitzplatz suchen oder wir gehen zur Bar. Ist da eine Bar? Fehlanzeige, eine Bar gibt's nicht, genauso wenig wie einen Sitzplatz. Ich wurde von wahrscheinlich jedem hier beschubst. Ich brauche eine ruhige Ecke und ein Bier. Jamie, hier gibt's Bier. Na geht doch, um 17 Uhr gibt's endlich die erste Wiesenmass. Endlich. Das war ein Kampf. Das war's wert, wirklich unglaublich. Und siehe da, 10 Minuten später treffen die Blondinen auf alte Bekannte aus dem Hostel. Mit der nächsten Masse im Arm kann die Party nun endlich beginnen. Jamie und Tessa holen stimmungs- und pegeltechnisch auf. Unsere Jungs dagegen sind schon fast am Alkohollimit angekommen. Sehr angedüdelt nehmen sie jetzt die Fahrgeschäfte ins Visier.
Erste Station, Toboggan. Hier sind vor allem Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gefragt. Beides besitzen die Australier nicht mehr so wirklich. Sprücheklopfer Luke zieht blank und präsentiert seinen Surferpopo. Dass er sich ganz nebenbei komplett flach legt, interessiert keinen. Der 22-Jährige und sein Hinterteil werden kurzerhand zum Publikumsliebling. Peters Show fällt dagegen eher kurz und unspektakulär aus. Während Jason lässige Surfer-Moves aufs Parkett legt. Verdammt, ich habe mich verletzt. Das ist echt schwer. Unglaublich, dass die Jungs das gemacht haben. Und als er nackt war, echt witzig. Und es wird noch witziger. Der Alkohol macht die Jungs locker. Dass sich das nicht nur auf das Gemüt, sondern auch auf die Klamotten auswirkt, ist uns neu. Aber in Australien scheint das wohl üblich zu sein. Luke lässt zum zweiten Mal die Hosen runter, doch diesmal hat er Unterstützung. Der 23-jährige Peter ist tatkräftig mit am Start. Die sind außer Kontrolle. Bei den Frauen können sie damit nicht mehr ziehen. Also suchen sich die Jungs eine andere Beschäftigung. Um 22 Uhr widmen sie sich also wieder den Fahrgeschäften. Ziemlich betrunken, aber diesmal Gott sei Dank komplett bekleidet. Ich will runter, holt mich hier raus. Haltet das Ding an, ich will raus. Oh Gott, er hat genug. Ihm geht's echt nicht gut. Na, anscheinend gut genug. Ringfrei für Runde 2. Das Bier ist zwar überraschenderweise noch drin, aber da zeigen sich deutliche Ausfallerscheinungen, oder? Ein Wunder, dass ich mich nicht übergeben habe. So einen Mist mache ich nie wieder. Da die Jungs zu keinem Gespräch mehr fähig sind, endet der Abend für sie um 23 Uhr. Die After-Wiesen-Party muss heute definitiv ohne die Surferboys steigen. Ganz anders sieht es bei Jamie und Tessa aus. Sie verlassen zwar auch gegen 23 Uhr das Gelände, machen dabei aber eine noch wesentlich bessere Figur. Zurück im Hangover Hospital geht die Party auch direkt weiter. An Schlafen denkt hier im Moment noch keiner. Dann wird kurzerhand beschlossen, nochmal auf die Piste zu gehen. Tessa und Jamie führen die Partytruppe an. Immer nur ein Ziel vor Augen, den Dancefloor. Um 0:30 Uhr sind die beiden dann nicht nur drin, sondern sofort voll dabei. Und wenn zwischendurch mal kein Typ zum Flirten da ist, beschäftigen sich die zwei Busenfreundinnen einfach miteinander. Es war fantastisch. Wir hatten heute echt viel Spaß. Und ich habe mich in so viele Jungs verknallt. Sie in viele. Vielleicht 20 oder 30, die sind alle süß. Oh Mann, ich halte mich jetzt dran. Ich fange erst mal da drüben an. Na, wenn das mal keine Ansage ist. Um 3 Uhr morgens beschließen wir, unsere beiden Blondinen alleine zu lassen. Ein Ende der Partynacht ist nämlich längst noch nicht in Sicht.